Und damit, los geht's hier wieder bei Super Smash Bros. Für Wii U, aber natürlich online. Ja, diesmal ist dran der gute alte Ike aus der Fire Emblem Serie, genauer gesagt aus Fire Emblem Teil 9 und 10 besonders. Ja, Ike eigentlich komplettes Gegenteil von Sonic war. Mein Ike ist stark, aber eher ein bisschen langsamer oder zumindest nicht so flink wie der gute Sonic. Während dem Sonic halt nicht so viel Power drauf hat, zumindest nicht im direkten Smash-Angriff. Wieso ist also Ike trotzdem einer meiner mittlerweile 5 Mains? Ja, es hat wie gesagt eigentlich aus zwei Gründen damit zu tun. Einerseits halt eben, weil er halt so ein Schwerkämpfer ist und ziemlich viel Power drauf hat. Andererseits, Ike gibt es bereits seit Mini. Und schon damals kam mir irgendwie bekannt vor. Ich konnte es aber noch nicht so richtig zuordnen. Und ja, ist natürlich klar wieso. Ike stammt wie gesagt aus Fire Emblem Spiel Nummer 9, also sprich Path of Radiance. Und obwohl ich das Spiel selbst noch nicht gezockt habe, war eigentlich das mein Einstieg in die Fire Emblem Serie. Klingt verrückt, ist aber so, ich weiß nicht genau wieso es überhaupt so weit kommen konnte. Der Fire Emblem ist generell eine Serie, die es schon seit langem in Japan gibt, aber halt im europäischen Raum oder außerhalb Japans halt. Erst mit dem 7. Teil, und der war noch von Game Advance, auch zu uns kam. Vorher war es relativ, wie gesagt, Japan-exklusiv und so. Und Ike, also sprich Fire Emblem 9, damals noch bei einem Kumpel gesehen, war, oder ich glaube sogar was damals noch eine Video Games Convention, irgendwie so etwas. Auf alle Fälle habe ich es immer mal gesehen, das Spiel. Strategisch und so, und war einfach, ja, wie ich sagen muss, total geil. Wow, das ging jetzt aber schnell. War total geil, hat mich total geflasht und so kam ich halt auf die Fire Emblem Serie, die mittlerweile dann doch meine Lieblingsstrategieserie schlechthin ist. Mittlerweile habe ich auch schon Teil 7 und 8 gezockt, privat, Teil 11 und 13 auch. Teil 6 nur mal Let's Play gesehen und ja, 9 und 10 sind dann die Teile, die jetzt noch ein bisschen fehlen würden, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Ja, aus dem Grund ist Ike einer meiner Mains jetzt hier geworden. Und nicht irgendwie Marv oder Lucine oder Robin, wie es ursprünglich noch war, oder Darien halt von mir aus. Aber ist schon verrückt, vor allem halt, wie gesagt, das ist irgendwie... Ike hat mich zwar auf die Fire Emblem Serie damals noch, das war vor Mini noch, oder was kurz nach, weiß gar nicht mehr so genau. Vor allem mit dem 9. Teil drauf gebracht, aber selbst gezockt habe ich es nie und wusste auch lange nicht, dass der 9. Teil war, wo er mitgespielt hat. Das ist irgendwie ein bisschen crazy, ich weiß, aber ist so. So, zu Ike selbst, man sieht, der hat ziemlich starke Smash-Angriffe drauf, auch eigentlich, wie ich behaupten würde, nützliche Special Attacks, vor allem halt der Konter und der Seite, das war natürlich auch gut in der Luft und so zum Retten, aber zum Überraschen. Ja, die Flammentag spielt das blaue Feuer, das mystische Feuer, wer auch immer, gibt es sicher einen genauen Begriff bei Fire Emblem 9. Und tschüssig, hops, das ist der erste Streich. Ja, wie gesagt, er ist in dem her sehr, sehr mächtig. Die einen Special Moves kann man besser einsetzen, die anderen weniger gut. Bei Ike ist echt so, die Kämpfe... ja, doch, man muss so sagen, wenn Ike antritt, haut er entweder der Gegner schnell raus oder aber er wird selbst schnell rausgehauen, weil er ist halt schon ein bisschen anfällig für Konter. Andererseits eben kann er reinhauen wie ein Champion. Ich glaube kaum, dass... gut, vielleicht Glurak und Gandalf noch. Aber sonst wird es kaum so einen Charakter geben, der so viel und so schnell reinkauen kann wie Marv. Na, komm schon. Pummeluff. Pummeluff. Das war scheiße. Wohl darauf konnte natürlich geht es jetzt nicht so gut. Also, wird schon gehen, wenn es ein bisschen... Wobei es schon schwierig zu... Ich müsste viel mehr Abstand haben, damit ich das Ganze besser einschätzen kann. Dann Verzögerung online noch, das ist schon... bisschen utopisch gedacht. Nein, wow! Was war das? Okay, das sieht man selten, dass ein Pummeluff selbst raushaut. Hat der, glaube ich, selbst nicht so damit gerechnet, war? Interessant. Oh nein, nicht schon wieder Little Mac. Ja, auch hier bei Ike Hase, mein gut, er kann toll reinhauen und so, das ist so. Aber es wird wieder so übel enden. Sowieso so, wenn meistens die Gegner hier online Little Mac einsitzen, dann verliere ich meistens. Müssen ein bisschen mehr werfen hier, wa?
Und die Musik hilft auch nicht, ist ein bisschen ablenkend. Weil eben Super Mario Sunshine, bei dem ich noch auf ein Remake warte. Oder zumindest auf ein HD-Import zum Let's Play. Ouch. Was soll das jetzt werden? Naja gut, ich mach's ja auch öfters, sowohl mit Ike als auch mit Sonic. Das war eigentlich zum Locken gedacht. Was nicht geklappt hat, toll! Nein! Verdammt. Das war mein Fehler und ist gleich voll, ganz toll. Okay! Scheiße. Jetzt muss ausweichen. Wow. Komm schon, Mann, das darf doch nicht sein. Und tschüss, Little Mac. Ja, soviel zum kleinen Macintosh. Du. Mann, bitte denn endlich mal was, Alter. Komm schon, nein, nicht die Fresse. Autsch, das tut doch weh. Wow. Ja, schon wieder toll. So, wow, Mann, Alter. So, geht doch. Ich muss die ganze Zeit ein Shield einsetzen. Oh, Shield sage ich schon natürlich ein Konto. Aber meistens klappt es einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Das ist doch Mann. So, nein, verdammt. Oh. Oh, nicht grabben. Ich bin so in der Luft, aber Little Mac eben am Boden und da irgendwas zu machen ist ein bisschen doof. Schon besser. Aber da eigentlich müssen auf die Konter warten. Oh, hätte besser auch abgewartet auf den Smashen, wäre direkt raus gewesen. Nein, nicht schon wieder! So bei Sonic war auch schon so, ich bin doch ausgewichen. Ich habe einen ganz guten Schild gesehen und gerade einen Schritt zurückgehen. Und wieder verloren gegen diesen verdammten Little Mac, ey. Ich kann's nicht mehr sehen, ey. Ja. Hart auf hart, 1 gegen 1, ja, hart auf hart. Mein armer Ike. Übrigens, wir können noch was anderes ein. Das fällt mir das jetzt auf. Der dritte Grund für Ike. Er und ich haben noch weiteres gemeinsam. Einerseits gute Statur, ja, ein bisschen zumindest. Vorliebe für Schwerter eigentlich auch, vor allem da auch Rechtshänder ist wie ich und rotes Cape ist auch ganz cool, aber vor allem halt der Name, ich meine Ike, Michael, Das war nur, ja, nur so ein kleines Detail, aber trotzdem interessant. So, komm mal, Mann, ich kann das Schwert nicht ewig aufladen, weil sobald es eine gewisse Zeit aufgeladen ist, dann explodiert es selbst und fügt mir selbst Schaden zu. Und das ist ein bisschen viel teilweise. Mann, ey, alter Mario! Der mich albern und tschüss, was? Yeah. Nein, jetzt schon wieder. Okay, der war zu langsam. Das war besser. So, er läuft rein und... Oder ich kann kontern, aber er ist reingelaufen. Prepare yourself, yo Mann. Ach, Leute. Ike, wow. Ja, wenn ich mal zuerst mal Fire Emblem 9 und 10 selber zocke. Obwohl es irgendwie hieß, also Fire Emblem 9 weniger, aber vor allem der 10. Teil soll jetzt nicht so der große Überflieger sein, sondern eher ein Teil, der ein bisschen feste von Fans und so. Obwohl die beiden, gut, ich meine generell Gamecube war jetzt nicht... Im Vergleich zu den anderen Konsolen von Nintendo nicht so erfolgreich. Das ist das Verrückte, war. Mein Gamecube selbst war jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich. Generell gesehen halt. Aber es gibt echt Kracher-Titel, die so gewaltig geil reingehauen haben. Wie gesagt, hier Fire Emblem 9 scheinbar soll ganz gut gewesen sein. Da auch Super Mario Sunshine natürlich, Luigi's Mansion, was haben wir sonst noch? Metro Prime Trilogie, also nicht Trilogie, ist natürlich rein, Teil 1 und 2. Wir haben von Gamecube und wir zocken gegen Sonic, sehr ganz schlecht. Gegen meinen Speedmain, ja gut von mir aus. Da müsste ich ja wie gesagt eigentlich gewinnen, weil ich meine Mains doch so gut kenne. Ja, toll. Das ist kein Problem, weil Sonic haut ja eh zu wenig Schaden rein. Ja, also da wahrscheinlich mit Smash nach unten ist nicht gerade das Geld von meinem Kumpel. Ist das wenig Schaden gemacht?
Ja, wie bereits erwähnt, und Ike kam Teil 9 und 10 ja scheinbar vor und Teil 10 für die Wii, obwohl es auch eigentlich der einzige Teil für die Wii war und die Wii selbst sehr erfolgreich. Der Teil scheinbar nicht so sehr von den Fans geliebt. Obwohl ich meine, Teile 11 und 12 waren ja auch in den Remakes auch nicht so beliebt bei den meisten Fans. Eigentlich erst da mit Teil 13, ne, Awakening. Jetzt vor allem mit Teil 14, auch bald in Japan rauskommt und hoffentlich bei uns auch bald. Kommt die ganze Serie, ouch, wieder. Vielleicht kommt dann. Alter, ist langsam gut, es war denn aus. Wer von der klüger war. Mann! Aber sonst echt, Fire Emblem-Serie ist so geil. Die ganzen Strategiemäßigen, du kannst immer wieder so komplett anders zocken mit neuen Teams und so. Wow, echt. Wow, ist gut. Ja, nein, ich tu schon. Ja, verdammt! Ja, bitte nicht wundern, Leute, es gibt Kämpfe hier beim Let's Play, also bei diesem Part, jetzt schätze ich mal, die ich direkt live kommentiere und andere, die ich nachträglich noch kommentieren muss oder musste. Aus Aufnahmegründen. Und gegen meinen Main gewonnen. So, wir kommen als nächstes. Und zum Abschluss nochmal ganz kurz nachkommentiert. Hier der Kampf gegen Link. Okay, gegen Unlink sogar. Das passt Faust aufs Auge, denn der nächste Part will ich dann mit Link machen. Und auch Link hat, wie gesagt, ein bisschen was mit meiner Videospiel-Geschichte zu tun, wie Ike. Wobei Links Geschichte ein bisschen größer ist. Was war das gerade? Fühlst du, wie sich dein Rücken streckt? Okay, wie viel Trainer hat er was gesagt? Ja, ich glaube, irgendwie erinnere mich da zurück, das war irgendwie so. Komm mit Ike irgendwie hochspringen, aber plötzlich wollte der Controller nicht mehr. Obwohl es eigentlich flüssig lief. Also jetzt noch läuft. Wie auch immer. Alter, hat sich Link rausgehauen. Okay, kann man ein bisschen vorsichtiger, ist ja kein Problem. Mann, ey! Vielleicht immer ein bisschen kontern, aber ich glaube, ausweichen wäre da echt besser. Mann, schon wieder! Ja, hör mal auf! Das Quatsch im Hintergrund. Wobei ja links runter Smash in Luft, der ist jetzt wie gesagt, Mann, ich fall immer drauf, weil ich nur das Falsche machen will. Ist es eigentlich echt lame, kann man eigentlich sagen, zumindest meistens. Aber Konter, wow, Konter wäre doch trotzdem nicht so eine gute Idee, einfach aus dem Grund, Glück gehabt. Weil vermutlich wieder zu schnell oben wäre und ich ihn gar nicht treffen würde. Wäre ausweichen echt klüger. Was? Okay. Was war das denn? Keine Ahnung. Egal. Freunde, das war mein Part hier mit Ike wegen Fire Emblem und so. Ganz geil. Und im nächsten Part geht's dann mit Link weiter und seiner Bedeutung in meiner Videospiel-Geschichte.